Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings, wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist doch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die scheiß Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Ein bisschen umsehen, weil sonst kommt man langsam so vor, als wäre ich wirklich in der Matrix sehe. Okay, das war also die erste Erinnerungsphase, oder sprich mal die ganze Sequenz, was wir bis jetzt so erlebt haben. Sprich die ganze Erinnerung von Haven, wie er Siu kennengelernt hat, die schnuckelige Indianerbraut und wie, naja, wie halt Charles ein Templer wurde. Aber offenbar sind Connor und sein Vater nicht so angetan von den Templern, vor allem Connors Vater nicht. Wie bist du denn? Beliebige Taste drücken. Nö, bitte nicht, will nicht zurück. Nein, ihr sagt, ich will nicht zurück. Okay, dann mal los. Oh, die Qual geht weiter. Bitte was? Agungueda su awa hu anodun gwetsini out nesago de ogua. Zeugerda suria dizax ne hatem. Arageneru quaque ante zini toguenyo. Nekzi ahondo yo hawitu, ya de hagone raque. Ginu oro joque templar aguegu tadinia rodarhox. Ne oho otgetsonis. Sigot ke esu orion o ahigu sogontanu o gotgotosine sagarda scarnex. Interessante Sprache, aber habe gerade kein einziges Wort verstanden. Zum Glück waren da Untertitel, hey. Sequenz 4. Kanata Seton, 1760. It one day stuff. Oni se jerdha. Ya otana gwanek gwanek. Radunagedu, Tewakili Chirunyana, Runajagedu Nadaratu Danuyagodunis. Hawas. Nexi dosa izi noko honda dia hose.
Also das hatte ich jetzt auch noch nie. In die Figur eines anderen zu schlüpfen, ohne die Sprache zu kennen, das ist natürlich mal super lustig. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, das war's in dieser Folge, heute mal ein bisschen länger. Ich weiß, aber sowieso gerade Wochenende, von dem her passt das schon. Mal vielen Dank fürs Zusehen und es bleibt spannend hier bei Assassin's Creed 3. Nun mit dem Sohn von Haven und ich bin schon mal sehr gespannt, was der kleine Knirps so drauf hat, wie die Geschichte mit ihm weitergeht. Ja, natürlich auch mit der Mutter und so, mit Siu, was sie noch für eine Rolle spielen wird. Ich denke mal, es geht spannend weiter hier. Dann wieder nächsten Montag. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen. Und spannend geht es weiter mit Assassin's Creed 3, hier auf den Spuren der Zeit von Connor. Ja Leute, ich muss mich noch für die letzte Folge entschuldigen, beziehungsweise glaube ich sogar für die aktuelle Folge. Denn ich habe wieder mal ein bisschen ungünstig geschnitten und so, aber worum es eigentlich überhaupt geht, ist da mit Connor und Desmond, da habe ich irgendwie einen totalen Hänger gehabt, beziehungsweise ein Durcheinander. Und zwar ist es ja so, dass der hier, der kleine Stüppi hier, das ist Connor und sein Vater Haven ist ja klar, der ist bekannt. Aber Desmond Miles ist halt, wie gesagt, ja, der Typ aus der Gegenwart und ich dachte irgendwie immer, dass der irgendwie zum Nachnamen Desmond heißt und zum Vornamen Connor. Ja, keine Ahnung wieso, ist ein bisschen seltsam, ich gebe es gerne zu, aber naja, was soll's. Auf alle Fälle geht es jetzt weiter mit der Hauptstory. In der Zeit von Connor also, ich denke mal einige Jahre nach dem Aufeinandertreffen von Haven und Sio. Die Frage ist halt, was passiert jetzt? Beziehungsweise, was ist damals passiert? Heißt da. Okay, da habe ich schon mal was gelernt, was so ja Mutter heißt und so. Aber sonst, ja, ich bin froh, dass ich Untertitel angeschaltet habe, sonst wäre es übel. Okay, der Hund schnuppert gerade an seinem Gemächt von dem Typen, wieso, keine Ahnung, aber das ist wohl so geplant. Kinder, ihr dreht euch in den Kreis, habe das Gefühl. Wo gehen wir überhaupt hin? In den Wald? Okay, das ist ja klar. Aber was wird passieren? Nicht euer Ernst, oder? Wagari Warge di Otstara Ganatanyadu Radinagare. Energy that Hadiharene Ruadia Tanasko Negi Onataya Yadawawe. Ona horda de Watkaritsa Runyane. Yagoda Setuga. Haha, Zora Gohadu. Is it as a datum? Aska Degani Ansangayeri. Aska Dewat Nyawe. Tja, na dann, Freunde, Let's Play verstecken, nicht wahr? Oder wollt ihr Let's Play suchen? Oh, Hinweis analysieren. Mit A, was hat sie? Fußabdruck. Okay. Gefunden Kinder 0 von 4. Oh. Das ist jetzt die Frage. Wo sind die? Moment, das ist ein nächsten Hinweis. Und ich habe knapp 4 Minuten, sie zu finden. Das dürfte schwierig werden. Das ist ein Wolf. Was macht gegen den? Und haut ab. Gut. Vielleicht war es ja auch ein Fuchs. Ist da vielleicht schon einer? Da hat's doch... Leute, das ist doch da ein Kreis. Da wo ich gerade stehe. Nächster Hinweis vielleicht nur. Alle Kinder finden, ohne einen Fehler zu machen. Ja, da ist ja schon einer. Ja, entschuldige mal, du stehst da mitten im Weg herum.
Okay, das war der erste. Der zweite, wo wäre denn der? So ein Hinweis erhalten, aber noch nichts Konkretes. Oh je, wo können die überall sein, Freunde? Wo könnten die überall sein? Ist etwa... Aha, hab dich! Tja, ich bin einfach gut. Ja, man kann sagen, was man will, ob der kleine Connor, der hat's einfach drauf. Oh, da vorne ist wieder was. Ein Hinweis? Oder ist was anderes? Nö, ist ein Hinweis. Gut. Nach knapp 2 Minuten. Ich muss mal ein bisschen sputen hier. Es fehlen zwar noch 2, aber... das kann unter Umständen bereits reichen. Toll. Also hier irgendwo, oder was? Da? Ja, habe ich jetzt bereits oder was? Nee. 3? Da müsste der letzte sein, wa? Hey ho, hey ho, hey ho, ho. Die ganze Zeit im Hintergrund. Rennt einfach von mir weg. Ich habe Hunger. Oder geht doch was futtern? Hey ho, hey ho, ho, ho. So, und gleich haben wir ihn. What करी चिड़ूनी? Easy as a yacht away. Oscar, Degany, Asa, Gayerdi, Whisk, Yayak, Sada, wieso? Nein, wieso muss ich mich jetzt verstecken? Wieso bloß? Okay, irgendein Versteck finden, das ist ja schön und gut. Die Frage ist bloß, was für eins? Mal gucken, was hat's denn hier so Schönes? Zeit habe ich genug, denke ich mal. Ja, vielleicht? Vielleicht doch eher da? Ah, der ist gut. Was zum... Was haben wir hier? Charles. Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht nett. Lass mich los! Oh, hört euch das an? Es kann sprechen. Ein Wild und lebhaft dazu! Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, scheint es. Nein, du klammerst dich an euer Leben, bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name?
Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Das sind also die Methoden der Templer. Na, warte, wenn ich das mal erst Häfen gesagt habe, zum dort zurückkehren. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Oh, Alter. Oh, mein Kopf. Mann, wie kann bloß ein Kind schlagen? So, langsam geht's wieder. Oh, meine Güte, hey. Der arme kleine Connor. Wieso können sie die Indianer nicht einfach in Frieden lassen? Mein Tempel hin und her, Weltherrschaft, schön und gut, aber ganz ehrlich, das ist doch einfach nur... Ja, ich weiß ja auch nicht, also... Ein Kind schlagen ist doch wirklich das allerletzte. Und vor allem, ich meine, die leben hier im Frieden. Wieso nicht einfach im Frieden leben lassen? Klar sind sie ein bisschen rückständig und so, aber das ist halt ihr Problem, wenn sie damit zufrieden sind. Also wirklich, ey. In solchen Situationen fragst du dich manchmal schon... Ja! Was ist los? Kopfschmerzen? Nee. Nein. Bitte nicht. Das darf nicht wahr sein. Sio! Mutter! Scheiße, wir sind alle zusammen. Sio, wo bist du? Drüben? Da drüben? Schnell sind durch. Also ein kleiner Knirps ist bereits ziemlich stark. Ja. Bitte sei am Leben. Nein! Wow. Ich fürchte, ich weiß, was jetzt kommt. Ich fürchte, wir wissen es alle, was jetzt kommt. Die Frage ist bloß, wie? Das vollkommen natürlich nicht, das wäre ein bisschen unlogisch. Hier geht's nicht, da kann ich irgendwo unten durchschleichen. Hier geht's auch nicht durch, scheiße. Hier kann man auch nicht durch. Hä? Wie soll das machen? Drüberklettern geht auch nicht. Oh oh. Oh mein Gott, die Musik, hey. Oh. So weit kann's gehen. Radun hogedun. Onok tio izot ne guro tot ni duhage. Dodek! Oisadek. Hoga suaha. Oisesege. Naksiza dodi ondarak. Sinore. Otini kwe guhage. Ja! Da derecha! Da quattro! Naga isa. Dato wag ni kong Ronnie. Dato daw na daon ka?
9 Jahre später, Sequenz Nummer 4, Federn und Bäume, Freunde. Wir haben gesehen, wie Sio, Connors Mutter oder wie der hier heißt, Rotekon, wie auch immer, ich weiß gar den Namen nicht mehr, ist doch egal, wie seine Mutter vor seinen Augen verstarb. Wegen den Templern, wie es aussieht. Ja, ich denke mal, auf ein Wiedersehen von Haven und Connor dürfen wir uns schon sehr freuen, aber ich denke mal, Connor wird weniger Freude sein, wenn er mal erfährt, was sein Vater für ein Typ ist und vor allem zu welcher Fraktion er gehört. Wie es hier weitergeht bei Assassin's Creed 3, das seht ihr morgen wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen.